Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieurle und heute wieder frisch geduschte Ausgabe. Ja, die Information bringt euch nichts. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, das ist ganz wichtig. Und heute betrachten wir da mal so Blästerlers mit Hebele. Da habe ich sowas. Zack, klar da ist. Und ich habe es getestet, alle drei da die wir auf dem Tisch haben, die kann man alle euhändig bedienen. Und irgendwann mal nicht. Wenn ich mich dafür entscheide, andere Kamerawinkel und alles zu haben, und dann zeige ich euch, wie das da im Schwarzenegger-Stil da geht, dass man das da auf sein Motorrad bedienen kann. Weil das mit dem echten Quergott ist leichter, weil da muss man kein Federle spannen. Deswegen ist das mit dem ein bisschen kompliziert, aber es geht. Und fragt mich nicht, welche Marke das ist. Ich habe keine Ahnung. Das war mein erstes Blästerle mit Hebele. Das ist leider ein bisschen verkratzt gekommen. Also das ist halt schade, aber ja, halb so wild. Das habe ich glaube danach gekauft. Das kann man da wieder sperren. Und dann kann man das nicht in den Riegler. Da gibt es da eine App dafür, da kann man den Code da laden und da sieht man, dass dann 2, 3, 8 ist. Das geht aber auch anders. Man kann einfach jetzt da. Jetzt guck. Das spürt man so richtig. Wenn man ein bisschen Druck ausübt. Und man halt auch dran rein. Dann merkt man das schon, dass es da nachlässt. Genau, das seht ihr sogar. Oder ein bisschen. Also das geht ganz einfach zu knacken. Haben wir da. Ah, und schon ist drin. Also da die ersten 10 probieren, dann da die erste, die 10 probieren, dann da die 10. Oder bis zu 10. Das heißt, da spielt ihr 30 Kombinationen durch und habt ihr das knackt. Wenn ihr natürlich blöd seid, fangt ihr da an, dann dauert es länger. Dann sind es dann im schlimmsten Fall alle Kombinationen. Aber ihr seid ja nicht blöd, deswegen fangt ihr da an, spielt da. Oder ihr ladet halt das QR-Code da und dann kommt ihr da auf so Seite und dann zeigt ihr euch den Code. Dann müsst ihr dann noch beachten, dass die Seite. Und es ist halt eigentlich ist es Schmarrn. Aber es sieht cool aus. Jetzt ist das geladen. Das ist ein bisschen, also das geht mit einer Hand schon, aber da muss man da muss ich dann mit der ganzen Hand eingreifen und da seht ihr, da ist ein bisschen arg viel Luft drin. Also irgendwann mache ich da mal so schlankers Hebele, dass dann vielleicht auch bloß drei Finger von mir reinpassen tätet. Und dann kann man das nämlich, weil mit dem geht das recht gut, da guckt. Und dann kann man das einfach so nach vorne, das ist jetzt schon klar, dann kann man das nach vorne fallen lassen und dann lädt das. Dann kann man schießen. Und das ist auch, also vom optischen gefällt mir die Schlingfeuer schon recht gut. Und das ist, wie heißt das Ding? Irgendwie Lock, irgendwas. Lockshot, X-Shot, Lock, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ja. Yes. Und das ist halt, das seht ihr gleich, wenn wir Schusstest. Und ich hab da, also die Leute, die meinen Kanal schon abonnieren, die haben ja schon gesehen, dass ich wie heißt sie, die Scavenger, die habe ich euch schon gezeigt, weil die habe ich auch schon. Und jetzt holen wir mal Messmittel Nummer 3. Oder ich glaube Nummer 3, wenn mich nicht alles täuscht. Aufgewacht, gibt was zu messen. Und ich will da immer noch den Sound. Ich messe. Dann gucken wir da mal, was das da für Kraft hat. 18,6. Und jetzt seht ihr. Ja, und der Scheiß ist, da sind bloß die 6 Hülse mitgeliefert, die da drin sind. Dann habe ich die Pfeile da drin. 15,8. Ja, ich wollte mal eine fangen. Und 18,8. Das seht ihr. Das ist ganz witzig gemacht. Packen wir das dann rein.
Dann können wir gleich mal zeigen, wie man das lädt. Das ist klar. Das ist. Gott, kriegt man das da richtig rein, wie so bei so Winchester. Aber fühlt man sich wie so ein richtiger Cowboy. Also das ist schon, also ihr hört es vielleicht auch, ich hoffe, dass es rüberkommt. Also das haben wir 17,7 im Average. Also Mittelwert. Auf gut Deutsch. So. Ich sage, als nächstes testen wir das. Aber ganz unterschiedlich. Das ist dann internes Magazin, Revolverle und ein externes Boxenmagazin. So. Ich resette. Und yes, Reset. Zurück. Das nächste. Da haben wir die ganz normale. Voll lange Pfeile mit dem Saugnapf. 23,8. Dann kann man da heute euch zeigen. Ja, das muss jetzt ein bisschen nach. Sonst schaue ich da voll auf den Tisch. Oder ich traue es mir halt nicht. Bin ein bisschen Feigling heute. 23,3. War das so? Ah ja, so nicht. Da haben wir einen Pfeil verloren, das zählt nicht. Und 23,2. Ja, das sind mit 23,4 im Mittel. Das ist natürlich schon ein bisschen qualitigeres Blästerle. Weil das ist. Ja, die mit der Hülse, das ist halt. Das ist schon verdammt cool. Also, die haben meist keine Leistung, aber das ist egal. Da geht es einfach darum, das wieder zu laden und alles. Also, das Ganze, das macht halt einfach Spaß. Also, 17,7, 23,4. 234. Das kann man sich merken. Jetzt zurück. Ich resette. Ja, oder resette zurück und wieder messen. So, jetzt haben wir da noch die Schlingfeuer, die ist schon schön brav geladen. Das sollte man eigentlich nicht machen, aber ist auch scheißegal. 17,9. Könnte man jetzt da, kann jetzt so. Ja. $18,3. Das ist schon cool gemacht. Und 19,7. Aber 18,6. Kann man auch. Na, ich glaube einfach original so 6 Schuss Magazine, denn festgestellt. Wenn das ein bisschen schwerer ist, dann ist es besser ausbalanciert dann. Weil dann dreht sich das leichter. Das ist, ja, wie braucht kauft, das ist ein bisschen schief. So seht ihr es. Das hat schon ein bisschen Schlagseite. Ja, aber nicht so dramatisch. Das heißt 17,7 bei dem da ganz außen mit der Hülse. 23,4 bei dem. Und 18,6 bei dem. Und jetzt wieder noch rein, da ist das wieder geladen. Und die Hülse, das ist dann mein Spaß. Und aber da noch, das ist ein Monster. Ja, da haben wir die Scavenger. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die haben wir schon vermessen. Das dürfte. Also. Das ist halt optisch einfach ein bisschen was anderes wie die Schlingfeuer. Das ist. Also ich mag sie beide, aber die Schlingfeuer, die sieht halt schon ein bisschen schlichter aus. Oder ein bisschen mehr. Weil wenn man das Magazin hätte, das da, oder auch internes Magazin, dann würde die nochmal cooler aussehen. Wobei, das sieht mit dem Magazin auch cool aus. Das kennt noch ein bisschen weiter hinten sein. Ja, seht, passt ziemlich. Das passt ziemlich exakt. Das wirkt bei der Scavenger eigentlich nur so, weil die vorne noch wesentlich mehr Zeugs drin. Oder? Ja, der Maul. Die wirkt einfach von den Proportionen anders. Aber das ist schon eigentlich.
Ey, die Scavenger wirkt, aber das kann einfach sein, dass das vorne der Lauf ist, der das optisch ein bisschen länger macht. Und da habe ich dann den Twin Slice, das haben wir jetzt auspackt. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann wird es Zeit, dass ihr ein Abo da lasst. Und das Längere trägt, dann kriegt ihr das auch mit. Was soll man die auch noch messen? Komm der Vollständigkeit halber, der Vollständigkeit halber. Also dann, ja, das Kamerasetup ist noch nicht ganz ideal, aber wir sind ja erst am Anfang bei dem Kanal. Ich resette und zurück. Und jetzt messe. Auf das, was drin ist. Das ist. Oh, das ist jetzt 2. $18,2. 19,6. Das ist am Anfang doppelt geschossen. Und 19. Das heißt, da hat die. Ja, also die erste 2, das scheint dann irgendwie Ausreißer gewesen zu sein. Und der einzige Unterschied zwischen der Scavenger und das Linkfire ist hier bei der Scavenger haben wir da das Hebel. Wenn wir das umlegen, machen wir da. Sobald wir das wieder zurück. Hoppala. Ja, da rein wir das Messmittel um. Nicht, da haben wir. Das feuert dann jedes Mal, ohne dass ich den Trigger drücke. So lange halt noch Zeugs im Magazin denn ist. Oh, armes Messmittel. Jetzt hätte ich mir bloß. Okay. Ja, das hat wohl nochmal einen Ausreißer produziert. Es hat wohl ein paar Ausreißer produziert. So viel, dass ihr auf dem Bildschirm geguckt habt. Aber ich glaube, die Linkfire und die Scavenger sind vom Prinzip her jetzt nicht so unterschiedlich. Messmittel kostet über Schlafen legen. Batterie sparen. Sparen müssen wir. Das wisst ihr doch. Sparen müssen wir. Oder ne, schaffen heißt lieber, nicht sparen heißt bauen. Aber ja, gehört beides dazu. Können wir müsste unterstützen, da kann ich mir Häusle für so Blastingenieur bauen. Da können wir richtig professionelle Videos machen. Und auch mal Schlachter und Zeugs. Und ja, ich träume wieder ein bisschen. Gucken wir mal, wo das alles nachführt. Das sehen wir dann schon. So. Hoffe, euch hat es gefallen. Das ist mal wieder ein bisschen was anderes. Die mit den Hebeln habe ich ja schon gezeigt. Die Blaster zum Knicken habe ich schon gezeigt. Und ja, zum Pumpen habe ich schon ein paar. Das mal hier und dort. Und mit den Schwungrädern, die so dreht. So Gott. Nein, das so. Nee. Die laufen, das läuft so rum und das läuft so rum. Also das kriege ich meinen Finger nicht noch. Aber die laufen gegeneinander, dass das Pfeile da mit voller Schwung da durch. Ja, da haben wir auch schon dran rumbastelt. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt mal auf meinem Kanal vorbei. Lasst ein Abo da, drückt das Längele, wenn ihr da schon dabei seid. Und guckt auch, was ich schon bastelt habe. Gibt schon einiges. Also, sollte das doch nicht das erste Video sein, da hätte mich freier. Gut, dann nächstes Mal basteln wir wieder was. Und euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.